Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play God of War 3 Remastered auf Pelzig. Ja, wie es aussieht, kommen wir allmählich so in der richtig üble Bereich der Unterwelt. Also die Aussichtsplattform in der letzten Episode von vorgestern hat ja eigentlich schon den Ausblick gegeben, dass es in Richtung Tartaros geht. Oh, da ist anscheinend irgendein Titan noch eingesperrt, oder... Naja, ein olympischer Gott ist normalerweise nie im Hades. Vermutlich vielleicht ein Titan oder ein Gigant. Oder soll das... Och nee, soll das Hephaistos sein? Weil der hat im Hades nichts zu suchen, der hat seine Schmiede eigentlich im Olymp. Ach, die Schmiede, ja, klar, soll es Hephaistos darstellen. Aber Hephaistos... Ich sehe schon Kummer. Dass der stark entstellt ist. Das ist, sorry an der Stelle, da muss ich jetzt wieder der Archäologe raushängen lassen, das ist Quatsch. Hephaistos hat lediglich einen verkrüppelten Fuß, beziehungsweise einen Klumpfuß, ansonsten, das sieht ja stinknormal aus auf Darstellungen. Wie jeder andere olympische Gott eigentlich, ach. Da machen sie jetzt wieder so ein Monster draus. Weg mit dir! Ich sage doch, ich habe teuer bezahlt. Beruhige dich, Schmiedegott. Hephaistos, ja. Igitt! Du bist es. Sieh mal an. Ich dachte, Zeus hätte dich längst umgebracht. Ich habe gedacht, du wärst längst dieser Höhle entflohen. Zeus hat mich zwar eingesperrt, doch wegen dir muss ich in Qualen leben. Ich habe dir nichts getan, Hephaistos. Ich verfolge nur einen Olympia. Na, solange es nur ein Olympia ist. Ich suche das Feuer des Olymps. Weißt du etwas davon? Was willst du damit, Spartaner? Das ist allein meine Sache. Sag schon, kennst du das Feuer? Alle wahren Kinder des Olymps kennen es. Wir alle respektieren seine Macht. Doch sein verlockendes Glühen ist trügerisch. Weder Mensch noch Gott kann die tödliche Flamme berühren. Ich will es nur finden. Falls du einen Weg aus der Unterwelt findest, findest du sicherlich auch den Weg zum Feuer des Olymps. Du hast mir sehr geholfen, Hephaistos. Ja, wenigstens hat er nicht zerrobbt. Vor lauter Gut. Okay. Na gut, du schmiedet da anscheinend wieder irgendwelche wundersame Gegenstände. Hephaistos ist an sich, deswegen reagiere ich doch etwas überemotional. In der griechisch-römischen Welt sind Hephaistos bzw. Vulcanus eigentlich so meine Lieblingsgötter. Der Aspekt von Feuer und Handwerk und Schmiede finde ich eigentlich ziemlich geil und ist in der antiken Welt auch nicht wegzudenken, weswegen Hephaistos bzw. Vulcanus eigentlich schon meine favorisierte Gottheit in der Mythologie darstellt. Und ihn jetzt mit so einem verkrüppelten, blinde, rechter Arch zu sehen und wie so ein Höhlenmensch nackig im Hades sitze zu sehen, das tut mir schon ein bisschen weh, um ehrlich zu sein. Okay, aber da drüber war nochmal ein Speicherpunkt. Aber wenigstens hat Kratos ihn gleich sofort einfach mal instant zerrobbt, weil das kann. So, dann können wir auch hier direkt wieder speichern. Ich lege jetzt einfach mal einen zweiten Speicherpunkt an der Stelle. Ihr seht es zwar nicht, aber ich lege den zweiten Speicherpunkt einfach an. Das kann nicht schade. So. Macht das irgendwas Tolles oder... Ah ja. Okay. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir gegen den armen Kerl nochmal kämpfen müssen. Ich habe das Gefühl, Kratos murkst einfach jeden Olympia ab. Also derzeit lässt dann zwar in Ruhe, aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass Hephaistos hilft oder vielleicht auch sich dann dagegen stellt und dann macht es wieder und einfach mal den Kopf abgerobbt. Was sonst irgendwas, wie ich das gemacht? Alter Falter. Ich will jetzt, glaube ich, gar nicht wissen, wie der Finisher aussieht. Der war ja schon bei Poseidon ziemlich heftig. Ich habe mich nur mal, als es damals rauskam, ein bisschen spoilern lassen und ich weiß nur, dass der Helios-Finisher mit Abstand der asozialste ist, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das Bild des Gottes Hades schmückt die verschlossene Tür.
Er wird wahrscheinlich auch von ihmchen hier gemacht worden sein, ne? Von Hephaistos. Der ist ja eigentlich der Götterschmied, der all die wundersame und mythische Gegenstände erschafft. Ach, wie die Aegis beispielsweise stammt von Hephaistos. Und diverse andere Sachen. Diverse legendäre Schwerter, Böge und so weiter. All die Heldewaffe, das was die Heroen meistens tragen, stammt auch von ihm. Okay, dann haben wir jetzt hier das Gitter aufgemacht. Dann können wir da entlang. Lassen wir Hephaistos sei. Dann hast du wieder ein paar lustige Statuen. Okay. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? Ja, funktioniert anscheinend sehr gut. Okay, ich glaube allmählich habe ich den Dreh raus. Okay, das muss dann wohl bis dort hier gedreht werden. Und dann werden die Statuen lebendig, ne? Lass mich einfach mal roter. Nein, 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 nein. So rum, ja. Jo, genau. So, lassen wir wieder los. Gilt nicht für die. Okay. Aber das sind noch ein paar Vaser. Oh. Höllehunde. Okay. Aber wenigstens hätten wir wieder der Cerberus, der er bestialisch zerrissen hat. Oder der man die Köpfe abgeschnitten hat mit seiner Kette. Was haben wir dann hier drin? Okay. Ja, ich denke mal, da können wir jetzt wieder ein bisschen was rein investieren, ne? Flip. Okay. Und... Na, da können wir nicht hier. Kannst du nicht hochklettern oder sonst irgendwas? Ja, schon klar, Kratos. Wenn man durch seine Klinge nicht robben kann, dann kann man auch nicht klettern. Verstehe ich. Okay, also hier kommen wir nicht besonders weit. Na gut, dann gehen wir halt durch, wo die Wurzeln sind. Wobei auf der anderen Seite... Na egal. Wir probieren aber auch nochmal die andere Richtung aus. Hier. So, das zünden wir mal an. Okay. Na? Kennen die von euch Statuen, die mal... Okay. Na dann halt... Nein. Kratos. Ja, in die Richtung bitte. Achso, weiter geht gar nicht. Okay. Na dann schauen wir nochmal in die Richtung. Gucken wir nochmal, was hier abläuft. Wir müssen aber wahrscheinlich wieder zurück, wenn die Statuen nicht lebendig wären, dann macht das so wenig Sinn. Okay. Ich muss das jetzt auch nicht zwingend aufmachen, ne? Weil derzeit mangelt es mir eigentlich nicht besonders an Magie oder Gesundheit. So. Kratos? Woher kennst du mich? Du bist der Geist Spartas. Jeder weiß, wer du bist. Jeder hat Angst vor dir. Das hat seine Gründe. Ich fürchte dich nicht. Gut, dass du keine Angst hast, Kind. Angst ist eine große Bürde. Ich bin kein Kind, Kratos. Ganz egal, was du nun bist. Ich habe etwas zu erledigen. Kratos, bitte. Du musst mich befreien. Die Suche nach Freiheit ist auch eine große Bürde. Ich kann dir nicht helfen. Ja, Hilfe wäre ja auch was vollkommen Außergewöhnliches, ne? Klinge des Olymps haben wir jetzt wieder. Lässt Gegner den Zorn der Klinge spüren, die den großen Krieg beendet hat. Die Klinge des Olymps ist wieder in deinem Besitz. Lass Spartas Rage deine Klinge stärken. Ach Gott, der Overox. Was er wieder verwischtes Zeichen macht. So. Okay, die Rage-Phase ist auch bald rum. 40 Treffer. Unmenschlich. Das ist ja durchaus Kratos. Okay.
Jetzt haben wir hier wieder irgendwas. Ah, ja, 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 ganz am Anfang. Mhm, ich erinnere mich. Und natürlich hilft Kratos der nicht. Während Spartas Rage aktiv ist, L2 und R3 zum Deaktivieren drücken. Okay. Halte mal das Gaul A. Ich mag mal fix gucken, ob wir diese Klingen des Olymp hier drin haben. Zum Upgrader. Ne, nur Bogen des Apollo und Verbannungsklingen. Schade. Schade eigentlich. Okay, von Do kommen wir. Der will er nicht helfen. Ach, Kinder hilft er nicht. Obwohl er sie wenigstens nicht endgültig umbringt. Hilft er nur trotzdem nicht. Ist halt ein klore Kerl, der Kratos. Super Typ. So, hier nochmal auf. Aber du hattest ja schon in der letzten Episode ausführlich drüber, dass ich den eigentlich ziemlich unsympathisch finde. So. Okay. So, da. Geht's dann hier noch irgendwo lang? Vielleicht da runter? Nee, auch nicht. Hier vielleicht? Ach, nicht. Oder hier? Ja, komm. Genau. Warum nicht? Warum nicht? Okay, also irgendeinen Grund muss es ja da haben, ne? Oh, hi Jungs. Ihr wieder? So, dann proppen wir die halt wieder auf. Noch einmal. Das kann schon so gut. Und hier. So. Auf damit. Und Deckel ab. So. Okay, also wenn ich jetzt hier rumfliege, dann fliegt er in der Styx-Reihe. Das wollen wir anscheinend nicht in der Styx-Reihe fliegen, ne? Aber hier geht auch nicht wirklich was. Okay. Ach ja. So, dann schnetzen wir euch halt mal so ab auf die freundliche Weise. Ah, ja, macht Sinn. Dort drüber glitzert wieder was. Macht wohl ein bisschen mehr Sinn, als einfach in das Styx-Reihe zu springen und zu versaufen. Warum auch nicht? So, da. Uff damit. Uff damit. So, jetzt hat. So, Jetzt, hoppla, das war L1 und nicht R1. So, für dich gibt's einer und für dich gibt's einer, für dich 8, weil ich Bogenschütze nicht leiden kann. Hör auf, du blöde Seele. So. Und ist da hinten, ja, da ist noch so ein Kasperkopf. Ruf unter Wetter, auf die Schniss. So. Dann überspiele ich den Schmiedespeicherstand. Jo, wird überschrieben, speichert. Ihr habt halt wieder nur einen leeren Bildschirm. Sorry an der Stelle. Aber das ist halt das. So, die ist wieder auf. Robben wir uns mal ein bisschen Gesundheit. Und eventuell geht's jetzt schon zu Hades. Jetzt haben wir wieder einen tollen Bogen. Oh, 2 Cerberus. Aber mir fehlt so ein bisschen diese Eigenart von dem Cerberus, weil in der griechisch-römische Antike ist es ja eigentlich so, dass es nur einen dreiköpfigen Hund der Unterwelt und des Hades gibt, der auch tatsächlich das Attribut des Hades, das Göttliche, darstellt. Neben seinem Stab. Der Stab des Hades ist natürlich auch noch ein Attribut. Upsi. Okay. Also wenn ich sie nicht als Unergebener rekrutieren kann, dann muss ich mir anscheinend einzeln die Köpfe abreißen. Oder abschneiden in dem Fall. Alter Falter. Aber der gibt noch nicht auf. Ja, deswegen, es ist etwas schade, dass diese Cerberus hier so eine Art eigene Unterart darstellen, eigene Gegnertyp. So wie die Medusa halt, ach, das sollen ja eigentlich nur 3 Gorgone sein. Alter. Aber, ja, schon irgendwie schade, dass es kein
einen großen Cerberus gibt. Das ist schon ziemlich olva, muss ich sagen. Generell wie Kratos mit seiner Minibosse umgeht, ist halt schon arg olva. Schon ein ziemlich heftiges Kaliber. So, da. Und ich hoffe auch, das guckt hier niemand auf meinem Kanal, der unter 18 ist. So, wobei das eigentlich eher so 16-Jährige stellt sich Männlichkeit so vor Mentalität ist. So, da. Komm schon. Aber man merkt auch eindeutig, dass ich das nicht gerade sehr gut heiß hier, das Ganze. Ich kann schon verstehen, dass es Spaß macht. Es macht ja gewissermaßen schon Spaß. Ich kann verstehen, warum Zeus von dir angetan war, Kratos. Du bist ein fähiger Krieger. Ja, das ist halt der Sardos. Aber auf der anderen Seite, diese immens übertriebene Gewaltdarstellung ist halt schon... Ja, damit kann da nicht jeder umgehen. Ich meine, nicht jeder sieht es so wie ich, dass es einfach so gewalttätig ist, dass es schon ans Lächerliche grenzt. Aber es gibt ja auch Leute, die das durchaus, sagen wir mal, so ernst nehmen, als, ja, so hat was auszusehen, so hat ein Actionspiel auszusehen, das ist männlich, so muss das sein. Aber den Leuten kann man auch nicht wirklich helfen, würde ich mal sagen. Oh, hoppla. Da kommt wieder mehr an Gewürm. Hey, jetzt hört's aber auch auf. Lass mich los, du Sausack. So. Fast so nervig wie die Zombie-Hunde in Resident Evil. Also kann ich auch noch mal ein paar Hits austeilen. So, und was so Gewürm gebe ich auch mal Zorn Spartas Zeugs nicht her. Da liegt noch wieder was. Wie hätte es auch anders sein können? Notiz einer gequälten Seele. Hades, ich flehe dich an, deinen Toren, hab Gnade mit mir. Bin ich nicht all das geworden, was du wolltest? Sind meine Schulden nicht beglichen? Wie lange muss ich auf Rettung warten, die niemals kommt? Es wird ein Gott, er wird ein Gott, während ich verrotte und leide. Lass mich frei, damit ich Rache üben kann. Das klingt ja fast um Kratos. So, dann press es auf, Kerl. Wie die Arschbacke beim Stuhlgang. Uff. So. Alle hopp, wo sind wir dann jetzt gelandet? Palast des Hades, ja cool. Willkommen, Spartaner, komm rein. Mach es dir bequem. Hi Hades. Dieses Mal bleibst du für immer. Ach, warten wir mal ab. Aber ich weiß die Gastfreundschaft sehr zu schätzen. Hier war das, ne? Wieder drauf. Reinvestiere. Fehlen nur noch 482. Ich muss aber auch sagen, ich mag auch Hades als Gottheit, beziehungsweise auch Pluto, beziehungsweise auch Orcus, Dispata, der tote Gott, Totereichgott hat in Lateinische etliche Namen, während das in Griechische eigentlich nur Hades ist das im Römische der Dispata, also der Vater der Dis-Stadt im Unterreich, der Unterwelt, der Orcus generell für Totenreich gebraucht, der Begriff. Und halt Pluto für Planete, wobei Pluto mittlerweile keinen Planetenstatus mehr hat. Das finde ich auch etwas schade. Ich mochte Pluto, um Sheldon zu zitieren. Ergo kann ich sie nicht ausstehen. So. Ach ja, nee, Pluto ist ja dummerweise zum Zwergplanet runtergestuft worden. Deswegen hat unser Sonnensystem bedauerlicherweise nur noch 8 Planeten. Oh, jetzt geht's wieder zu. Okay. Das braucht anscheinend eine gewisse Zeit. Ich muss erstmal gucken, wie ich da hochkomme. Ach ja. Aber nee, ich mag Hades. Dem wurden übrigens tatsächlich auch an Opfergabe nur schwarze Schafe dargereicht. Und sein Tempel oder seine Tempel, wobei eigentlich nicht wirklich richtige Hades-Tempel bekannt sind. Aber seine Tempel sollen so Überlieferungen zufolge, ich glaube archäologisch gibt es nur sehr wenig bis gar keine Hades-Tempel, die bekannt sind. Aber seine Tempel sollen unterirdisch gelegen haben. Also im Prinzip so Kellerheiligtümer bis Keller bis Höhlenheiligtümer. Allein das macht ein Hades-Kult eigentlich
so ein ziemlich cooler Mysteriekult, wie ich finde. Okay, also da können wir schon mal nichts entlang. Warte mal, halt mal eine Gaul an. Ich nutze das jetzt auch nochmal, auch wenn wir jetzt bei den 20 Minuten sind. So falsch kann ich anscheinend gar nicht liegen, wenn ich den Haufen hier schieben will. So, dann machen wir noch die Harpie platt. Ah, na, was für Geräusche. Na, komm schon her, du. Ups. Draufgeoxt. Und weg ist es. Alle hopp. Dann nutze ich das doch mal gleich aus in der nächsten Episode. Wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play God of War 3 Remastered auf Pelzig hier in Hades Palast. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.